Also dat heiten, dat wollte ich mal op keinen Fall entgehen lassen. Guten Abend an Pisa. Ja, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so ausgesehen, aber an diesem Experiment, Joseph, da spielt Zucker die Hauptrolle. Genau, am Experiment von heute will ich nämlich gerne weisen, wie viel Energie am Zucker dran ist an der Zeit und so ein bisschen den Highlight, den wir heute präpariert haben. Ich will nämlich gerne auf möglich spektakulär weisen, wie viel Energie auf 40 Gramm Zucker sind und dafür habe ich die hier an diesen Typ hier angefüllt. Für was gerade 40 Gramm? Du hast gesagt, das war so ungefähr das, was ein Lützeburger pro Tag so ist. Und das sind 155 Kilokalorien und die sollen dann den Schlitt umtreiben und bis dann hinfliegen lassen. Ich meine, aus deiner Begeisterung herauszuhören, dass das dort etwas ist, was du schon immer wolltest machen. Ja, ich muss sagen, das ist nicht wie das. Das ist auch nicht so exceptionell, weil in Amerika gehen so Raketen relativ häufig gebraucht. Aber das ist aber trotzdem immens gefährlich. Und dafür schießen wir die Rakete auch nicht richtig an die Luft. Und zweitens machen wir das aber nach einer relativ kleinen Quantität. Ja, den Joseph hat sich auch Hilfe geholt von einem Special Effect Spezialist. Der kann das wirklich etwas, was er nicht soll nur machen. Genau, es soll nämlich erstens so sicher wie möglich sein, und aber natürlich auch möglichst spektakulär. Joseph, du hast gesagt, du willst mit Zucker eine Rakete umtreiben. Ich habe die Brücke dabei halten, was schmilzt, zwar riecht auch gut, ein bisschen Karamell, aber das geht nicht viel. Ja, aber das ist, weil der Sauerstoff nicht sehr genug bei den Zucker dabei kommt, für ihn zu verbrennen. Also eine Verbrennung, die braucht immer Sauerstoff an der Luft. Und für das das besser geht, habe ich hier das Luftbazooka. Ich ziele nicht auf das. Und mit der können wir so eine Wolke versprayen von Zucker. Außerdem habe ich den Zucker ganz reingemalt, so als Puderzucker. Und dann müsste das eigentlich gut brennen. Du pumpelst hier Druck drauf. So, ungefähr so 3 Bar müsst ihr gehen. Voilà, und ich fülle den Ofen den Puderzucker drauf. Okay, die Flammen sind nun. Okay, bereit? 3, 2, 1. Ja, okay, das war nicht wie am James Bond. Du hast schon besser Flammen, Joseph. Aber den Zucker hat einfach gebrannt. Ja, und ich meine, das ist der Beweis, dass an dem Zucker Energie dran ist. Und dann kriegen wir das noch ein bisschen besser hin. Ja, live Leute, ich wiederhole mich zwar mehr, dass heute, was der gute Mr. Heinz soll ich wirklich nicht noch machen. Ja? Genau, also heute ist ein relativ starken Oxidant, den wir bei den Zucker mischen, für dass den eben auch ohne den Luftsauerstoff verbrennt. Du hast den Chemiker raushängen gelassen. Geht es dann einfach Lützeburg? Aber ja, aus sich ist das heute Sauerstoff auf fester Form. Und wenn den Zucker verbrennt, dann hält sich der Sauerstoff nicht aus der Luft, sondern direkt aus dem Salz. Und das ist so ein Salz oder Feststoff, den ganz viel an der Pyrotechnik zum Beispiel benutzt wird, zum Beispiel für Friedefeier zu machen. Und die Mischung, die füllen ich noch an diesen Raketenmotor an. Und dann müsste das klappen. So. Also Zucker mit dem Oxidant also hier an der Rakete. Und schon hier aber noch ein bisschen Löffel gehalten, für zu weisen, wie das so brennt. Ja? Das heißt ein bisschen. Ja, das ist schön. Also, sie von nicht böse, Joseph, aber cool schon bald aus. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass das an der Rakete soll, dass die 100 Meter soll fliegen. Ja, und pass auf, wir haben mehr Quantität dran. Und natürlich ist das auch ein bisschen zu, dadurch entsteht dann auch ein relativ heftigen Druck. Oh, wer ist schon überrascht, das wird gut. Wir sind soweit bereit, ja? Das ist alles gespannt. Ich so, da können wir loslegen. Ja. Da ist der Brenner schon. Du fängst den Zündschnur ganz bei außen an. Und dann gehen wir allen 3 ca. 20 Meter in die dritte Richtung. Okay. Ich meine, wir können schon 4 gehen. Das ist gut. Gut nach.
Krass. Ich gehe direkt gucken, was in der Reihe ist. Okay.